Henry Fonda sagt, wir würden uns Leben interessanter finden, wenn wir würden abhören, uns ständig mit anderen Menschen zu vergleichen. Was ist das denn dein Leben? Was ist eine Person, die sich immer mit dem Nächsten vergleicht? Das gibt Menschen, die so viel Energie und Zeit stoppen, als sie besser als die anderen. Das reicht sie nicht ganz so gut. Wenn mein Leben wird so sein als dient, dann ja, aber wenn es nicht so ist, deswegen wo ich meine Energie verschwende, eins für seine als andere sind. Fotokopien gibt es in dieser Welt all nicht. Originalexemplare, die gibt es, bloß viele wollen das nicht ausleben. Wenn es in Realität ist, jeder ein Exemplar, was ganz original gemerkt ist. Gott ist so kreativ, der hat nicht Fotokopiadora. Das ist ein Apparat, was er nicht hat. Der hat alles original. Jeder Blatt beim Baum ist original. Jeder Baum original, jeder Tier original, jeder Mensch original, jeder Dämme original. Also wir sind in allen Bereichen original. Und so wie von Bitte original sind, so wie in uns denken, in uns Fühlen original. So, wenn du ganz ständig vergleichst, ist sie doch viel besser. Manche Menschen, wenn Gott den Antwort hat, irgendwann mit dem Heiligen Geist da werden und sagen, weißt du was, lieber Gott, hast du recht, lass dich mal durch den Nober. Ja, ein anderer von die Gemeinde. Ja, meine Frau, mein Mann, mit den anderen. Wenn die sich ändern, dann ja. Aber ich sehe doch viel besser als andere. Wenn eins andere Menschen würden so gut worden als ich, dann würde die Welt viel besser sein. Und da denke ich so, mit mir ist das nicht viel. Ich habe nicht so viel Geld, ich habe nicht so viel Intelligenz, ich habe nicht viel Vorbereitung, ich habe nicht viel Kontakte, mit mir ist das nicht viel. Wenn ich so wie wirst du, dann ja, aber sonst ist es mit meinem Leben nicht viel. Was ist, wenn du anfängst, original zu sein? Manche Menschen haben was geräutet für diese Welt und was Kleines. Aber die Welt ist voll von kleinen Sachen, die nötig sind, um dort zu funktionieren. Die Bibel sagt uns in Epheser Kapitel 1, Vers 4 folgendes. Denn er hat uns erwählt, euer die Welt der Grund gelegt wird und hat uns gerübt zu der Heiligkeit, in dat wir antodlich sollen sein, verarmt seine Leib. Also wir sind ausgewählt, euer die Welt gegründet wird. Gott hat damals einen Plan gesagt, diesen Johann, diesen Peter, diese Sarah, diesen, wo ich in der Zeit hier auf dieser Welt habe, der hat was ganz Originales für. Was ist der Plan, was Gott mit deinem Leben hat? Wenn wir wirklich so bosig sind, die ganze Zeit vergleichen mit anderen, wenn ich so gut sein als mein Bruder, so ist meine Schwester, wenn es vielleicht mal ein paar Mal verglichen hat, so ist es so sein, das ist dein Bruder, die Schwester, die kann das immer, die kannst das nicht. Und dann fangen wir an zu vergleichen. Dann wird es kompliziert, wenn es die Energie entsteht, hier braucht dem anderen, um dort zu leben, was ich sehe, nicht um andere zu sein, brauchen wir diese Völker dann zu vergleichen. Die sich, bei dem, der das alles fährt, und bei mir nicht. Im Nobel war das Gras viel reiner. Da funktioniert das immer besser. Und so viele Menschen geben sich nicht den Luxus, original zu sein, sondern wir sagen einfach nur auf was andere. Dort gesagt, was andere haben, dort lächeln, was andere haben, die Idee, was andere haben, die Sachen, was die andere haben, das Auto, was die andere haben. Alles, was die andere haben. Und Gott sagt uns, wir sind original und wir sollen nicht bloß checken, was die anderen haben, sondern dort, was heute für uns vorbereitet hat. So, wenn das ein Thema ist, und dein Selbstwertgefühl damit einmal raufbringst oder abbringst, ich sie besser oder ich sie schlechter, ist eine gute Idee, hättet ihr daran zu arbeiten und sagen, ich will original leben, wenn es Gott hat plus originale Exemplare, die merken keine Fotokopie. Dadurch kannst du eine Oase für andere Menschen sein und ganz besonders für dich selbst, dass du mehr Frieden und Leben kannst haben, wenn du nicht so brauchst, als andere Menschen sind.